Nun denn, nun denn. Es geht weiter mit den Weltkelchkriegern hier bei Yu-Gi-Oh! Master Duel. Und wir werden sehen, was noch hier auf uns zukommt. Ich versuche mal noch das zu machen. Anzukriegen. Lee die Weltkette. Ne, ja, werden schon mal irgendwie zweimal. Auch schon Weltvermächtnis. Mhm. Nimm die nochmal. So. Ja, das könnte ich, will ich, aber garantiert nicht. So. Aua. Und mein Zug. Das haben wir adlige der Auslöschung. Was soll denn damit? Ja gut, ich meine, was du machen könnt, warte mal ganz kurz. Flip. Den Karteneffekt verlässt. Okay, ich spiele auch mal die hier, dann kann ich mal den Effekt aktivieren. Ja, von mir aus mach. Geh ein bisschen auf Nerven. Crawler. Ausbruchswiedergeburt, okay. Ja. Ist ja doof, er muss natürlich angreifen gegen einen anders. Auch wenn es einen Flip-Effekt hat. Aber er hat jetzt nicht mehr so viele andere Effekte noch. Effektvoll. Nee, los. Hat er schon wieder. Ja, aber wenn ich den jetzt auf dem Friedhof lege, schon wieder. Meme-Phase, außer du kannst gerade einen Friedhof verbannen, füge in der Hand einfach eine Karte einem Deck hinzu. Wäre natürlich auch eine Option. Dann kann ich sie wieder rufen. Auf meine Hand. Ich nehme es auf die Hand. Und vor allem in die Hand. So. Das ist normalerweise kein Level 1 Monster, weil sonst sind wir gesagt, okay gut, die nehmen das Vieh. Ist eigentlich um den Gegner zu triggern, damit der mein Monster angreift, nur ist das Problem, dass ich langsam keine Lebenspunkte mehr habe. Die Karte kommt so ein bisschen später, besser als nie, sag jetzt mal. So, wieder selber Spiel, kein Bock drauf. Die Krabbler-Invasion geht mir auf den Sack. Ich hab so ein bisschen Boost und so meine Monster, aber trotzdem. Die Karte schon wieder.
Die können sie gerufen. Warum? Er tut doch seinen Effekt hier. Ja gut, mach. Ist mir relativ egal, ganz ehrlich gesagt. Und hier ist immer dasselbe. Hätte mich auch gewundert. Ich glaube jetzt trotzdem an. Und beende das Duell. Endlich mal. Ja, es ist, wie soll ich sagen, einerseits eigentlich schon cool, das Deck und so, aber ein bisschen zu wenig Speed drin für meinen Geschmack. Ich meine, es würde hier mit den Szenarien weitergehen. Genauso wie hier. Oder ich mache erstmal hier oben weiter. Ein Doppelmonstern. Dieselben kann wie zuvor, unerwartet Datei. Okay, ich kann nur 2 Monster zerrufen. Ja, wir gucken mal, Freunde, wir gucken mal. Versuchen kann man sie mal. Denn wir sind ja als Zweiter. Weiß man ja. Sieht ein bisschen kacke aus. Geblaubte Kraft des Weltkelchs. Oh, er hat auch so eins, okay. Feldzauber aktivieren. Ich habe noch die Stufe 1 Wuffis. Ja dann. Ich nehme natürlich ein Monster. Wie könnte es auch anders sein? Also ein paar normale schnelle Monster noch. Ich kann natürlich mit dem jetzt nichts machen, weil außer der Spielmarke ich brauche ein normales Monster dafür, damit das klappt. Okay. Jetzt mal die beiden. Und dann gucken wir mal, wa? Da könnte ich angreifen, nur bringt es mir nicht viel. Sehr gut, mein Spiel muss ich sowieso. Schade, eine Buße hätte gut gebrauchen können. Roten Wuffi. Imbook. Imbook oder Outbook? Bin mir nicht so sicher. Ist aber eine krasse Kombi, die er hat. Alter Schwede. Noch ein Imbook. Gut, ist ja ein Drache. Eigentlich. Jetzt auf einen anderen Typi.
Genau, Auram. Der kann's auch, Mann. Ja, das sind Schmerzen, Freunde. Kann es theoretisch so machen wie er jetzt, dann bringt das jetzt nicht viel. Ich würde ihn rufen. Also erst den hier rufen, dann rufe ich den Drachen. Und Effekt des Drachen kann ich den auch noch rufen. Nachher kann ich eigentlich an Stufe 2 Monster rufen. Zum Beispiel auch ihn hier. Ich habe dummerweise kein Weltvermächtnismonster. Muss ein Monster oder kann es auch sonst eine Karte sein? Es muss schon ein Monster sein. Das ist natürlich ein bisschen doof. Das sind welche. Also, den kann ich nachher spielen, das stimmt. Gelingt es Link-Monster, kann zerstören, wenn man will. Dann kannst du das in diese Karte und einen Friedhof verbannen. Ja, wenn wir das jetzt sehr viel bringen, ist die andere Frage. Während sonst schon auf Stufe 2. Mann, Link Level 2. Da geht nur mit denen. Ja, eben, also. Kann ein bisschen was versuchen, aber viel bringen wir jetzt leider nicht. Können beide wieder zurück auf die Hand holen. Ein Deck hinzufügen. Ja, aber Weltkelchmonster. Das ist eigentlich nicht so viel. Nach ihm du schon auf dem Feld haben und eigentlich ein anderes Vieh da bräuchte. Dahin, wo es zeigt. Ja, ich kann natürlich theoretisch hier wieder eins rufen. Das ist das Problem, das geht gerade nicht. Sonst wäre es eigentlich cool. Ja, nicht ein weiteres Monster auf der Hand. Bringt mir das sehr viel. Aber ich will es eh opfern, wa? Weltkelchmonster. Friedhof Beschwörer speziell. Ja, okay.
Ja, das geht trotzdem mal mit dem. Noch ein paar Spielzüge erhalten, schade. Obwohl, das Problem ist natürlich, wir rufen jetzt hier hin. Das heißt, wenn wir gegen den Kevin automatisch zerstören, bringt mir jetzt aber nicht so viel. Speziell unter eine Hand beschwören. Das wird vielleicht eher was bringen. Ah, komm. Ein anderes Spielfeld halt am Friedhof legen. Weltkelchmonster. Gehen nur mit Weltkelch. Und könnt ihn quasi nochmal rufen, aber eben auch nur. Ist immer nur ein Ersetzen quasi, ein bisschen nervig. Weltvermächtniskarte. Ja, wenn es halt im Friedhof liegt. Aber andererseits, erster Effekt natürlich. Da kannst du die Karte als Tribut anbieten. Legen die Monster auf den Friedhof. Ja, ist bei ihm natürlich sinnvoll. Und ich hingegen könnte natürlich auch die rufen. Oder ich ersetze erst einmal die hier durch was anderes. Warte mal, hier steht doch auch. Und dann Hand beschwören. Das könnte ich auch gut durch ein anderes Monster ersetzen. Weltkelchmonster. Können also ihn nochmal rufen. Ich frage mich gerade, ob ich die ganzen Effekte miteinander ständig kombinieren kann. Weltkelchmonster, speziell meine Hand beschwören. Nehmen trotzdem mal ihn hier. Also kann er auf ihn ersetzen. Er hat Level 2. Aber nur schon Typen-Eigenschaft. Entschuldigung. Weil zwei Weltkelchmonster haben wieder den gleichen Scheiß. 2 plus Link-Monster. So machen wir uns natürlich auch beide nutzen, oder? Ja, muss auch beide nutzen. Okay, muss doch ihn gerade rufen. Also, bei ihm war es ja auch. Hand beschwören, Weltkelchmonster rufen. Dann Hand beschwören. Okay, die haben beide eben den gleichen Effekt. Den kann ich auch versuchen, bringt mir aber nichts. Doch, hey, so Weltvermächtnis. Ich mach trotzdem erstmal ihn hier. So ein Monster entfernen, zum Beispiel den da drüben, das würde natürlich gehen. Ja, zurückholen, das wäre auch eine Option. Könnte das hier noch spielen? 2 Weltkirchmonster hätte ich hier sogar.
Ich meine, er bringt mir momentan eh nicht viel. Warte mal, Weltvermächtnis, Weltkelch. Ah, super, steht da beides drauf, okay. Entschuldigung, nichts gesagt. Dann Weltvermächtnis, er kriegt ja, jetzt Weltvermächtnis einen unterschiedlichen anderen Friedhof, okay. Würde bedeuten, angenommen, ich aktiviere seinen Effekt mit der Karte, indem ich die halt entferne gleich. Zum Beispiel ihn hier entfernen. Dann verlinke ich die beiden, also rufe als Linkbeschwörung nochmal so einen. Dann ein bisschen mehr Power, dann kann ich die beiden hier zerstören. Eine Option, oder? Bin eigentlich wieder fix zurück im Geschäft. Der hier muss weg, weil er gerade ein bisschen zu stark ist. Ja, bringt halt nichts, den zu rufen. So leid es mir irgendwie auch tut. Was? Nein! Was ist denn das? Möglich herbeigerufen, hä? Wieso kann ich denn den nicht wählen? Hä, verarschen? Das ist doch ein Weltkelchmonster. Hä? Und ihren Typen und Eigenschaften. Ich will sogar auf das zutreffen. Das ist ein Weltkelchmonster. Das ist ein Weltkelch, das ist ein Weltkelch. Sonst kann ich ihn gar nicht auswählen. Ich will nicht ihn dafür opfern, das macht ja keinen Sinn. Hä, was ist denn das für ein Scheiß jetzt? Irgendwie etwas falscher Stammfreund oder was? Zu Beginn kann ich ja beide Monster auswählen. Wieso kann ich jetzt die beiden nicht opfern? Ja, super. Ich will erstmal so angreifen. Okay, muss erstmal weg. Das Vieh ist noch nicht so wild. So, jetzt nochmal. Nein, ich will den nicht. Scheiße, muss ich halt. Ja, der hat nur 0 Angriffspunkte vorhin, das ist doof, wenn ich den da draußen stehen habe. Hä? Okay, das verstehe ich nicht. Es muss irgendwo ein Effekt gewesen sein, den ich übersehen habe, der dafür gesorgt hat. So. Ja, theoretisch aus einer Spielmarke. Hätte er aber vorhin auch nicht gesehen. Karte zeigt. Hat 800 Angriffspunkte, ist mir irgendwie auch zu wenig. Das Problem ist vor allem, ich muss ihn hier rufen oder hier, weil es ja eine Linkbeschwörung dann wäre. Dann haben wir nochmal ein Problem, weil, kann ich das, oder? Warte mal, ich muss das so machen. Ich habe Linkbeschwörungen schon noch so im Kopf, oder? Ja, ich muss sie hier hin, wo er halt hin zeigt. Jetzt kann er theoretisch ihn wieder rufen. Diese Karte zeigt ja. Das ist auch ein bisschen schwierig, den Effekt auszulösen. Warte mal, hier heißt sie. Speziell eine Handbeschwörung, Weltkelchmonster. Ja, hab keine Monster auf der Hand. Das ist doch scheiße. Wenn ich halt doch wieder ihn hier. So, Imduk, tut mir leid. Da muss jetzt irgendwie halt so machen. Ich kann so ein bisschen widerstehen, was ich gerade gemacht habe, aber irgendwie.
Das ist gerade ein bisschen creepy. So, was macht er jetzt? Alter, das glaube ich jetzt einfach nicht, hey. Schwierig, schwierig, was ich hier treibe, Freunde. Ja, habe ihn noch. Okay, jetzt kommt dann ein Deck hinzu. Ja, versuche mal. Die hat auch irgendwie wieder am meisten Sinn, finde ich. Ja, natürlich ihn selber auch geboostet, super. Kann ihn, aber da bringt mir gar nichts. Jetzt hat ihn angesagt. Okay, ich spiele trotzdem mal den hier. Und warte mal ab, was er macht. Alter, das ist gerade nervig. Kommt gerade null vom Fleck, Freunde. Sammel angreifen, okay. Soll er von mir aus? Also soll es versuchen. Ich kann eigentlich alles rufen hier. So, noch den Effekt. Warte mal, so lange da. Ein Deck hinzufügen. Ah doch, der bringt es jetzt. So, jetzt ein bisschen mehr Power, kann auch nicht schaden. Der schon wieder. Habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Er kriegt zwar ein bisschen Boost, aber bringt uns auch nicht so viel. Das ist keine Zeit, das stimmt auch wieder nicht in dem Falle. Dann mache ich halt den wieder. Alter. Kommt nicht vom Fleck, Freunde, mit dem Deck. Gib die Weltkirchpriesterin. Jetzt immer wieder derselbe Effekt, leider. Angreifen tue ich jetzt sicher nicht, aber ich kann mal abwarten, was er im nächsten Zug macht, weil ich habe immer noch meine Fallenkarte. So. Darf halt einfach das nicht machen, weil sonst greift natürlich ein anderes Monster. Ne? Natürlich ein bisschen fies, aber ist halt so. Oh, ja, fucking ernst, hey. Der geht mir auf den Sack, das glaubst du gar nicht. So, theoretisch, ja, ich kann natürlich den rufen. Das Spiel verlässt, ja, super. Ist ein Weltkelch.
Dann Deckbeschwören außer Welt vermächten. Ja, wenn ihr natürlich jetzt auf die Hand nehmen, nachher zu rufen, also Stufe 5 Monster, dann nachher ein Problem. Es ist halt trotzdem nur ein Weltkelch. Das heißt, ihr müsst irgendwie ihn... So, geht aber nicht, weil er war ein normales Monster. Von Typen Namen, 2 plus Link Monster, 2 Monster Stufe 2 und so, bringt mir also auch nichts. Ja, ich glaube, das war's jetzt. Es ist echt mühsam. Ich habe dieses Ding noch nicht richtig im Griff, das ist das Problem. Weil ich meine, theoretisch kann ich jetzt natürlich da so angreifen, dann hat Dimbo gar keine Probleme, weil er kann sie ihn einfach zerstören. Er kann ihn zerstören, ja, weil sie gerade auf den Friedhof gelegt wird. Das ist das Problem. Jetzt kann ich ihn so anrufen. Schön. Und theoretisch sie hier. Nur was bringt's mir, weil... Ich müsste ihn dafür opfern, weil er kein Link hat. Er zeigt nirgendwo hin. Ich kann es nicht zum Beispiel so machen. Aber was war das vorhin auch der Grund war? Ja gut, ich meine, was natürlich theoretisch machen könnte, aber das bringt mir nicht viel. Und sehen wir mal den Effekt zumindest. So. Was jetzt ein cooler Effekt ist, wenn er ihn einfach drauf hat. Eine Hand beschwören, der bringt mir halt auch nicht viel. Ich brauche irgendwie ein bisschen Power zumindest. Ich müsste ihre Link-Effekte untereinander mehr nutzen, aber ich finde das verdammt schwierig irgendwie, oder täuscht das jetzt nur? Ich bin eh noch nicht so der große Profi mit Link-Monstern, Effekten und so, aber das scheint mir irgendwie schon ein bisschen creepy zu sein. Ich kann noch zweimal angreifen, oder? Ja, trotzdem mal ihn hier. Kann immer dieselben Karten wählen. Aber noch sonst so im Deck nicht mehr viel, war. Ich hab den nochmal. 2 plus Link-Monster. Ja, genau. Leck mich doch, ey. Ich will hier 2 plus Link-Monster rufen. Die Link-Monster zeigt, das geht auch nicht, weil die ihre Pfeile nur links und rechts. Was soll ich damit? Also die hier oben zu rufen ist sowieso falsch. Ich müsste irgendwie hier unten rufen, nur ist das ein bisschen schwierig. Also eigentlich mit diesem Link-Deck ist gedacht, dass... Ja, bei ihm ja auch nicht, nee. Müsste eigentlich... Warte mal, wo haben wir es? Hier.
Er muss eigentlich dazu dienen, damit ich Link-Monster unten links oder rechts rufen könnte, im Sinne von sie oder dem anderen Typi. Und dann gäbe es vielleicht eine Chance. Dann gelingt es, man das Ziel wählt. Schnelleffekt. Ja, keine Ahnung, was ich da machen soll. Ne, ganz ehrlich, ich komme nicht durch. Ich verstehe aber auch mein Deck irgendwie nicht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also Fangkarten, die ich habe, die macht irgendwie auch keinen Sinn. Dann Hand beschwören. Ja genau, da bringt es natürlich, wenn ich das mache. Weil eigentlich bringt es ja schon was. Theoretisch würde nur jetzt irgendwie nicht mehr. Komm, ich rufe einfach mal, was ich irgendwie so habe. Ja, sorry auch für die Überlänge. Ich verstehe irgendwie das Deck nicht so richtig, muss ich leider zugeben. Das ist irgendwie zu hoch für mich. Ich muss da, keine Ahnung, wie ich da durchkommen soll. Hohe Stufe und Tribut mit Doppelmonstern. Ja, aber mein eigenes Deck ist mein Problem. Diese Weltdinger, das ist irgendwie ganz creepy. Aber ich glaube, in nächster Folge werden wir erst einmal noch das Szenario dann beenden hier. Und vielleicht finden noch ein bisschen mehr raus, weil eben, ich stehe noch nicht so richtig durch, wie ich das irgendwie schaffen soll. Das ist mir gerade irgendwie zu hoch. Ja, wird mal sein. Danke fürs Zusehen, trotz allem, und bis zum nächsten Mal zurück bei Yu-Gi-Oh! Master Duel. Weltvermächtnis. Oh Mann. Bis dahin, bye bye.